Die Zeit ist endlich gekommen. Nach über 120 Parts, oder genau 120 Parts, wer auch immer, wollen wir uns endlich wieder mit unserem Geist vereinen und Necrolord so richtig schön in die Fresse treten. Ja, willkommen zurück, Freunde. Erstmal ganz kurz noch heilen, dankeschön. Ach ja, was könnte man eigentlich noch alles machen hier? Ich glaube, man kann noch sehr vieles machen. Ich kann natürlich theoretisch noch alle Inseln nochmal abgrasen, noch immer irgendwelche Ruhmpunkte farmen gehen. Und so insofern, dass wir halt überall noch irgendwie auf 100 kommen, oder zumindest mal bei den meisten Dingen und hier Nahkampf natürlich auch. Aber nee, kein Bock mehr drauf, wir haben es wirklich gemacht. Wir haben auch hier alle legendären Gegenstände, das ist immer ganz wichtig. Kristallportale sind auch alle futsch, Tor des Bösen fehlt noch. Der Rest, was man hier noch alles machen könnte, wegen Messer werfen und so, ja, vielleicht, wenn, gut, dass immer die Quest hier ein bisschen fail ist, das ist wohl irgendwie ein Fehler vom Spiel oder so, weil eigentlich müsste sie ja abbrechen, war mal der Typ ist der tot, der ist gestorben, der hier war, man sieht hier Auftraggeber, ist keiner mehr da, nö, da gibt's nicht mehr. Nur noch Questziel, das ist der Jafar und der reagiert darauf gar nicht, also von dem her, die Quest können wir eigentlich knicken, was ich ein bisschen schade finde, dass man nicht irgendwie eine Quest selber abbrechen kann. Die Option fehlt mir irgendwie noch. Naja, vielleicht beim nächsten Wii-Spiel, war. So, Markierung löschen. Ist mir alles scheißegal. Jetzt wollen wir endlich ohne große Umwege hier hochgehen, weil, ja, wie gesagt, es gibt nicht mehr viel zu tun. Der Rest ist mir jetzt nicht so wichtig. Also, los geht's. Von der Ausrüstung her, jo, ist nicht gerade unbedingt das Beste. Ich meine, es ist aber wieder ein bisschen auf Stichwaffen spezialisiert statt Schwerter. Aber ich glaube, machen sie eigentlich ein bisschen mehr Damage, obwohl natürlich das Schwert der Tiefe eigentlich doch das geilste von allen Schwertern wäre, aber sonst Magie sind wir auch ziemlich gut dabei. Tja, da mal schauen, wir uns echt vernichten oder können wir uns mit ihm vereinen? Wo sind die drei großen Zauberer? Eldrick, Chani und Zacharias? Mal schauen, was jetzt passieren wird. Ich bin gespannt und ich hoffe ihr auch. Gehst du alleine hin? Mein Geist. My Spirit. Mein Geist. My Spirit. Hallo? Okay, jetzt geht's los. Die drei Zauberer sind frei. Du hast es geschafft? War nicht leicht. Aber ja, das wird Necrolord schwächen. Doch ich fürchte, dass es zu spät ist. Seine Manifestation hat bereits begonnen. Wenn er einmal zum Titan geworden ist, können wir ihn nicht mehr aufhalten. Wir müssen uns vereinigen. Schnell. Du weißt schon, dass es unser beider Ende bedeuten kann? Jetzt oder nie. Mach schon. Okay. Ich werde versuchen, Necrolods Bannzauber zu brechen. Los geht's. Entweder sind wir gleich beide weg, oder... Also... Unscharfes Bild. So ist das doch schon viel besser. Hey, ich wusste ja gar nicht, dass... Die Erinnerung kommt zurück. Interessant. So, und jetzt habe ich ein Treffen mit einer Kreatur der Unterwelt. Necrolord, du bist sowas von am Arsch. So, was steht's eigentlich da? Geist immer noch gemäßigt, okay. Weil jetzt eigentlich erwarten, dass der bereits da voll wäre, aber gut, wir haben ein bisschen Ruhm bekommen. Gut zu wissen, hier hat auch noch relativ viel Ruhm bekommen, ja, über 6000 sind wir hin noch. Naja, sollte er echt noch steigern. Ich glaube, kann man es noch etwas anderes steigern können. Ich mache es einfach mal, es bringt vermutlich nicht mehr viel wegen Astralsicht und so, aber ich meine, besser als nichts, wa? Patty, kommst du noch mit? Bin wieder da. Da gehst du alleine hin. Aber wieso? Wieso sagt die immer, da gehst du alleine hin? Die schießt davor oder was? Das Gebiet sieht zwar nicht speziell aus, ich habe aber doch das Gefühl, dass hier... Gut, was ist das hier noch gemeint, wa? Necrolods Festung halten alles. Ja, bin ich eigentlich bereit, von dem her, naja, einfach mal testen, wa? Toll, wir haben unseren Geist wieder, aber spüren einen Unterschied? Nö. Naja. Wo ist er? Wo ist Necrolord? Ist er bereits zum Titanen geworden? Haben wir noch eine Chance gegen ihn? In den Vorgängen ähnlich, oder? Ich meine, es war ja auch... Klettern. Im ersten Teil noch der Feuertitan, im zweiten Teil war es dann Mara, der Meerestitan, würde ich sagen, behaupten.
Und jetzt wohl Nikolot, der Todestitan. Was ist das? Wie konntest du meine Barrieren überwinden? Ich schätze, ich hatte Glück. Ha! Du hast die Zauberer aus ihrer Folterzange befreit. Ein cleverer Schachzug von dir. Das muss ich dir lassen. Doch leider wird euch das nichts mehr nützen. Ich bin bereit für meine Manifestation. Du kommst gerade recht, um meiner Fleischwerdung beizuwohnen. Kleiner Mensch. Das wollen wir doch lieber lassen. Immer noch Widerstand? Pah! Ihr kleinen Menschen wisst gar nicht, was euch erwartet. Es wird eine Befreiung sein. Die Befreiung von eurer mickrigen Existenz. Durch mich werden alle Menschen zu etwas Größerem, etwas Mächtigerem. Mein Werk, mein Reich. Schluss damit. Ich mach deinen kleinen Laden hier jetzt zu. Du kleiner Wicht wirst nun lernen, was Demut ist. Der leibhaftige Tod, Alter, uff. Von ein kleiner Mensch, ey. Man könnte meinen, er wäre irgendwie Margolots Bruder. Servus. Nein, nicht schon wieder! Ups. 2 für die Katzen, nein! Na, ganz so. Solange Nikolot deinen Körper aussagt, verlierst du Lebenskraft. Sorge dafür, dass du ihn unterbrichst. Ja, und wie, bitteschön? Hier gibt es ein bisschen Feuermagic, das ich ihm da reinsetzen kann, wundert mich gerade ein bisschen. Du kriegst ja alles zu spüren, was ich habe. Mein Schmerz tut zum ersten Mal überhaupt. Hat gleich keine Chance mehr. Okay, ich muss sagen, ich hätte ein bisschen gehofft, dass es ein bisschen größer wäre. Der ist nicht größer als Mara. Gut, das ist der Todestitan. Toll, was hat er davon? Besonders viel Schaden machst du gerade auch nicht. Nikolot hat sich mit deinem Körper wegteleportieren und beginnt ihn auszusaugen. Finden, bevor er sein Werk vollenden kann. Na, ganz toll. Wo ist denn jetzt? Teleportieren. Okay, dankeschön. Mann, du hast das heilige Licht in der Mitte des Raumes läuft. Was? Oh. Wow! Teleportieren wir erstmal. Heiliges Licht, wo denn bitteschön? Wo ist er denn? Wo ist der Arsch? Also Kampf selbst war cool, wir haben es nur viel erreicht. So bin ich jetzt. Ich höre was. Ah, hier ist heiliges Licht, dankeschön. Was ist denn eine scheiß Karte, hey? Wo ist denn der? Toll, jetzt kommt hier alles, was hier irgendwie fleuchen kann. Wir haben ihn so gut Damage gemacht. Ah, komm schon. Wo ist denn der? Ich sehe ihn nicht. Wo ist der Arsch? Moment mal, kann nicht so schwierig sein. Ich muss den Tod besiegen, weil es so spät ist. Okay, besiegen wir den Tod. Da soll er sein, wa? Der tollheiliges Licht, das ist natürlich immer cool. Mann, ihr Viecher nervt aber.
Boah, jetzt wieder Waffe weg. Ich schätze mal, mich um die Viecher zu kümmern, ist sowieso ein Fehl. Das war ja ähnlich wie beim Magolot damals, war. Ich muss erstmal wissen, wo er ist. Gibt es einen Hinweis darauf, wer er sein könnte? Gut, da kam gerade ein Höhlenhund raus, das ist ein Hinweis. Wow! Nö. Hä? Geh ich im Kreis oder wie? Hier, das scheint so hell zu sein. Irgendwie etwas anderes mit einem Höhlenhund, toll. Hä? Ich bin doch immer am gleichen Ort. Kann ich was anderes machen als Waffe ziehen und so kann ich ja auch nicht. Nö. Freunde! Ich sehe keinen Ausweg! Scheiße! Wo ist mein Körper? Wo ist Nikolot hin? Dann mal ein bisschen um. Ah, dort ist er, Alter! Was? Mann ey, was für ein Scheiß war das denn gerade? Oh verdammt, wo ist das Licht? Wo ist das Licht? Bin gleich down! Wo ist das Licht? Dein teuflischer Schatten bezwingt mich nicht! Nein, ich komme nicht drüber! Scheiße! Ah, da war das Licht. Ne, ist gerade da drüber. Okay. Aha, er saugt mir einfach das Leben aus und deswegen bin ich denn da unten oder wie? Okay, würde Sinn ergeben. Wie kommen wir da rüber? Ja, toll, alles das gleiche wieder. Ja, bitte abbrechen, wir kennen das Ganze bereits. Ja, würdet ihr gerne? Ja, ich weiß, ihr kennt sie bereits. Die Höhlenhunde kommen bereits, jetzt schon. Naja, von mir aus. Mann, du Scheißvieh, ey. Lass ihn doch mal in Ruhe. Alter! Ah, das war ein bisschen schneller. Jetzt weiß ich zumindest, wo er ist, war. Das war schon mal ein großer Fortschritt. Das ist jetzt woanders. Schmerztöter, schnell! Uah. Der macht leider immer noch viel Damage. Wie kann man denn dort über drüber? Na, so geht's sowieso nicht. Ah, ich bin gleich down! Mann! War dort unser Licht? Unser Licht! Hui, war das knapp. Tja. Das Scheißviech immer noch nicht irgendwie kontern. Das ist leider immer noch doof. Oh, danke. Magie ein bisschen mehr Damage. Hä? Greif doch einfach mal an! Nicht groß zielen, angreifen! Nö, bringt auch nicht viel mehr. Immerhin gibt noch ein paar Ruhmpunkte, weil wir können natürlich die farmen wieder, aber will das jemand? Nö. Will doch keiner. Jetzt lass mal. Ah, ich kann da nicht springen. Das ist sowas von bekloppt, Leute, dass ich nicht springen kann. So, jetzt geht's. Da ist natürlich immer wieder der Arsch. So, macht schon ein bisschen mehr Damage. Gucke mal. Nein, komm schon. So, den hier. So, weg. Toll. Und uns natürlich auch wieder. Tschüss, Sikowski. Wo ist er hin?
Wo ist der Arsch hin? Spring drauf mal, dankeschön. So, wieder geheilt. Trotzdem die Frage, wo ist er? Ja! Mann, ja, bringt es ja total. Er kann sich nicht so weit weg teleportieren, er muss hier irgendwo sein. Bitte weg. Mann, lass mich in Ruhe, du Scheißviech. So, ein bisschen Ruhe davon. Dort hinten ist er, gar nicht gesehen vorhin. Ah, kostet natürlich alles Zeit uns. Und er heilt sich beinahe wieder. Das ist doch zum Kotzen. Und jetzt wieder hin. Ah. Mann, ey! Hat er mal einen richtigen Zauber hier. So. Ist er dort hinten? Gut, zumindest sehe ich jetzt immer, wo er gerade ist. Heilen, gut, klappt auch. Ja, ein bisschen nervig ist der Typ schon. Müsste also die richtige Strategie gegen ihn haben, ja, ganz klar. Also ein bisschen irritiert, so wie das Ganze eigentlich aussieht, war er derjenige, der uns damals auch die Seele entzogen hat. Dabei war es eigentlich nur ein normaler Schattenlord. So, Kumpel, du entwischst mir hier nicht mehr. Mann, ey, ihr Scheißdinger! Jetzt ist aber langsam ja Feierabend. Noch ein guter Hinweis von mir, Leute. Man kann nicht genug geskillt sein. Vor allem für die scheiß Mission hier. Denn der heilt sich hier echt schnell. Muss man leider lassen. Wenn das so weitergeht, gleich down wieder. Weil ich mich nicht schnell genug heile. Ah doch, jetzt bin ich wieder, glaube ich, auf dem Fohlen zumindest. Also es ist einfacher der Kampf als gegen Magelot. Haben natürlich teilweise ein bisschen Fehler gemacht. Das war ganz offensichtlich. Komm schon. So, jetzt aber. Man kann sich durchaus leisten, auch die kleinen Viecher platt zu machen. Mann, ey, er macht's immer falsch, so jetzt aber. Hey, wo ist jetzt wieder hin? Dort unten ist er! Oh, ist klar! Mann, ey! Wieso ist das zu weit? Das ist doch einfach... Gut. Ja, wir wissen immer noch, wo er ist. Das ist schon mal etwas. Alter, was für eine Kackmission, hey. Ich spring zu weit, tot. Mhm. So, mach direkt mal ein Save. Sorry, Leute, das ist wirklich ein bisschen mühsam. Doch, du immer es. So, denk mal nachladen. Mann, ich weiß, was er gemacht hat. Ja, Mann, lass mich doch einfach mal machen. Alter, hör auf mit dem Quatsch. Ey, okay, kann ich mir irgendwie speichern.
Das ist so ein Quatsch, dass er mich immer belehren will, von wegen, du musst das und das machen, no, das und das geht sonst nicht, lalalala. Nein! Ah, man drückt den falschen Taste. Schmerztöter. Verdammt, daneben. Oh, Hilfe. Ja, komm, ich muss weg hier. Oh, jupp. Er greift dreimal an, wa? Okay. Nein, komm! Ja, dass er immer wieder falsch macht! Da ist er zum Kotzen! Mann! Mann! Ja, jetzt... Oh, er beruhigt sich nicht mehr. Oh, das... Sorry, Leute. Aber es ist jetzt echt ein bisschen mühselig. Vorher klappt es die ganze Zeit, das ganze Spiel über, kein Problem. Jetzt reicht's. Jetzt reicht's mir endgültig. Machen wir so, ist einfacher. Ja, ich muss dich nur, es sind einfach zu viele, sorry. Wenn ich es nicht mache, dann altert sich wieder die ganze Zeit. Wo ist er hin? Nein, Iska! Ich wollte gerade springen! Oh! Wo war denn diesmal? Haben wir gar nicht mehr gesehen. Dort hinten war er. Ja. Ey, was ist das für ein Quatsch? Die schmeißen mich runter, ich kann gar nicht mehr springen. Ey, der Kampf ist noch bescheuert als beim Margolot. Was ist... Ich muss echt eine andere Strategie finden. Hol doch einmal einen Feuerregen, Kumpel. Also, dann den Quatsch im Moment ganz kurz. Ah, Hilfe. Sparen wir viel Ärger. Ja, ja, Mann, lass mich doch mal angreifen. Scheiß Spiel, hey. Oh, ich hasse die... Ey, die Seelen fressen hier noch übler als sonst. Ist kein Scherz, sie sind noch übler als sonst. Die kannst du nicht schnell genug platt machen. Mann, wie ich das... Ich habe es immer gehasst. Ich habe das immer gehasst. Das ist jetzt die beste Strategie im Prinzip, die jetzt Platz zu machen, weil es zahlt er sich nicht mehr, oder? Jetzt unterbrechen wir ihn quasi. Die Ruhmpunkte will ich ja gar nicht mehr. Es geht mir eigentlich mehr darum, ihn noch zu überleben. Ah, also dort unten, okay. Kontrolle über so ein Schattenviech, ist klar. Und das Blöde ist, du kannst die Viecher nicht kontern. Das geht nicht. Ich bin da wirklich kein Anfänger, was Konter betrifft. Sagen wir, macht gar keinen Schaden.
Jetzt kriege ich wieder Schaden. Ich habe vorhin gar keinen Schaden gekriegt. Da müssen wir mal gucken, ob das Spiel gebuggt ist. Ist er gut dagegen oder was? Wenn den Schaman einfach macht bei dem Typen. Aufladen bringt sowieso nichts. Na toll, so weit weg. Gut, dann geht's mir jetzt auch ein bisschen auf den Quatsch. Auf den Sack natürlich. Wie immer aufschreit. Mann, jetzt lass mich mal mich befreien dort! Wenn ich einen wieder aufsucken wollte. So, komm schon, so nah war ich noch nie! So. Viel fehlt nicht mehr. Er kann sich nicht mehr so stark heilen wie auch schon. Ja. Sup, sup. So, hat's geklappt. Ja. Körpergeist der Verein, ja Gott sei Dank. Jetzt ist Schluss. Wir haben es geschafft. Na, endlich. Wieso machen die Kristallportale kaputt? Na, scheißegal. Und das war's scheinbar. Risen 3 Titan Lords ist platt gemacht. Keine Erklärung mehr von irgendwie Necrolord irgendetwas. Und wir verlassen auf die Insel wegen, ja, wieder alle zusammen, okay, gehen wir. Tschüss, Tschüssikowski, bye, keine großen Worte mehr. Okay, der Abschluss finde ich jetzt doch ein bisschen, naja, sehr fragwürdig. Vor allem natürlich der Kampf, ich meine, der war ähnlich wie der Kampf gegen Margolo, obwohl ich jetzt persönlich den Kampf gegen Margolo besser fand. Gut, ich meine, Margolo war immer am gleichen Platz und jetzt hier Necrolord war natürlich nicht so, aber es gibt natürlich Parallelen. Erstmal Namen dazu, Margolod, Necrolord, und dann auch noch von wegen, dass beide gesagt haben, kleiner Mensch. Ja, gut, Todestitan, Masada Mann war irgendwie furchteinflößender als Todestitan selbst. Ich meine, klar, dann sind die Seelen entzogen und so. Er konnte jetzt immer mal als Geist selber fighten, aber dann irgendwie, das war's plötzlich. Das große Finale, der Endkampf, fand ich jetzt noch ein bisschen enttäuscht, muss ich zugeben. Aber damals bei Risen 1 und auch bei Risen 2 um einiges besser. Nun, egal, Fazit, Freunde, über das ganze Spiel. Mit 122 Parts ist das Let's Play also vorüber. Was soll man dazu sagen? Erst einmal, Risen 3 Titan Lords im Großen und Ganzen ein würdiger Nachfolger von der ganzen Trilogie mittlerweile war. Ob es noch einen vierten Teil gibt, bleibt abzuwarten.
Grafikmäßig würde ich euch wirklich die PC-Version empfehlen, weil ich habe mal die PS3-Version auch mal getestet und die ist einfach grottenschlecht, sorry, aber da haben sich die Entwickler keinen Gefallen damit getan. PC-Version ist in Ordnung, ist ganz cool. Man sieht natürlich auch die Fortschritte von Spiel zu Spiel, also schon um einiges besser als noch bei Risen 2 und Risen 1. Klar, es ist kein High-End-Tech-Game, das schon nicht, aber es ist ansehnbar und von dem her auch geil. Auch soundmäßig, klar, ab und zu hat es ein paar Bugs drin, das ist halt heutzutage häufiger so. Man hat das Spiel irgendwie veröffentlicht, ohne dass wirklich alle Bugs behoben sind und so und das Ganze erst nachträglich noch macht, aber doch im Großen und Ganzen waren hier die Soundtracks immer passend und ja, kann man sich eigentlich nicht groß beklagen. Gut, ab und zu war vielleicht bei bestimmten Boss vielleicht noch eine bestimmte Musik und so, war da eigentlich die Bossmucke über das ganze Spiel hindurch ungefähr gleich. Naja. Zum Spiel selbst. Ja, wie bereits erwähnt, Teil 3 halt der Risen-Saga. Aber ist es auch besser oder schlechter als die früheren Teile? Ich würde sagen, es kombiniert irgendwie gute Aspekte aus Risen 1 und gute Aspekte aus Risen 2. Macht aber leider auch eigene Fehler. Eigene Fehler, wie zum Beispiel das Ganze mit den Glitches, mit den Bugs, häufiger. Und die Boss-Battles, die waren zwar irgendwie innovativ, das zwar schon, und dann doch irgendwie wiederum ein bisschen nervig. Zum Beispiel da mit dem Erztitan, der eine da war, also sprich, als Horus der Verräter aufgedeckt wurde. Das kann man zwar sehr täuschen, aber die Zielanvisierung, die war sehr unpräzise. Sehr unpräzise. Nachdem in der Boss-Battle Magolotz, wie gesagt, war einigermaßen cool. Nekrolotz war im Grunde genommen Wiederholung davon, also nicht gerade sehr innovativ. Und den ganzen Monster-Bam, wie gesagt, das ist ständig immer wieder kommen, du kannst ihn nicht abblocken, beziehungsweise wenn du davon getroffen wirst, schreckst du zurück, der Gegner aber nicht. Das ist Seelenfress, kannst du eindreschen, du wolltest, kannst trotzdem angreifen. Das war sehr, sehr, sehr nervig und hoffe ich, wird bei Risen 4 nicht mehr der Fall sein. Ansonsten, was ich sehr geil fand, waren die ganzen Aspekte, sprich im Vergleich zu den frühen Versionen. Vor allem hat die ganze Antigua mit Admiral Alvarez, Patty und der Schwester, gut, die sieht in jedem Teil ein bisschen anders aus, aber das ist ein anderes Thema. Oder halt unser Vater, Kapitän Stahlbart und ganz anderen Charaktere. Ja, auch Eldrick, Zacharias, Jani, die kamen ja auch schon früher von uns, ja auch wieder Teil davon waren, vom dritten Teil auch. Schon geil. Auch, dass man jetzt irgendwie einen neuen Charakter spielt, nicht mehr namenlos Risen 1, Risen 2, sondern einen neuen Charakter zocken konnte. War durchaus sehenswert und natürlich vor allem Spielwert, was ich allerdings kacke fand. Und der Kommentar vom namenlosen Risen 1 und Risen 2 von wegen, ja, mach dir mal das alleine und so, ich mache nicht großartig mit, aber wenn du mal meine Hilfe brauchst und so, oder spielst du mal das Ganze mal durch in den Schatten, wenn du mal ein bisschen Action willst, können wir mal ein gemeinsames Projekt starten. Ein Projekt. Ja, natürlich die ganze Welt zum Abgrund und so, und du sagst, ja, sobald du alles geritzt hast, Alter, machen wir gemeinsam ein cooles Projekt, den chillen wir ein bisschen durch und so. So klang es zumindest für mich. Nee, also das fand ich... Ja, es war einfach seltsam, ich meine, auch die ganzen Welten. Es waren viele Inseln, es waren teilweise auch große Inseln, das war natürlich alles cool und so, nachdem mit den 3 Fraktionen, wie es noch bei Risen 1 war. Aber ich habe zugegeben, bei Risen 2 ein bisschen vermisst, da wurde es ein bisschen hin und her. Wie soll ich sagen, geschubst fast, sprich an Leine gezogen. Du musstest den Weg etwa gehen, groß abweichen kannst du nicht. Hier hattest du doch weitgehend deine freie Handlungsmöglichkeiten. Das war schon sehr, sehr nice. Aber trotzdem auch hier wiederum, es wurde etwas gut angefangen, aber irgendwie schlecht beendet. Ich meine, da zum Beispiel mit dem Reaktor. Dass sie noch viel mehr machen können als bloß da, jo, jetzt haben wir ja mehr Magie, cool, dienen dann noch als Abschirmung für der Magolot und ja, jetzt hat Horus uns das halt verraten, konnte Erztitan beschwören. Das ist jetzt richtig geil gewesen, wenn er mit dem Reaktor noch die ganzen alten Schattenportale, oder Kristallportale wieder reaktiviert hätte, zumindest das hier auf der einen Insel. Dann noch mal neue Schattenviecher hervorgekommen wären. Ja, und von dem her... Es ist wirklich so, es wurde viel Gutes begonnen, aber irgendwie nicht so abgeschlossen, dass es optimal gewesen wäre. Fast so, als hätte man gesagt oder sagen wollen, hey Leute, schaut mal, da ist Potenzial, ist da, wir haben noch Ideen, aber weitergeführt oder abgeschlossen wird es dann erst bei den späteren Teilen. Also wenn man da Risen 3 halt als Einzelspiel betrachten sollte oder bewerten müsste,
würde ich trotzdem sagen, ja, das ist echt schwierig. Wie gesagt, in gewissen Aspekten besser als bei Risen 2. Wobei ich bei Risen 2 immerhin den Anfang und das Ende, also die Story halt und im Großen und Ganzen, war bei Risen 2 gar nicht so schlecht. Es gab viele Höhepunkte, gutes Spielkonzept selbst und auch das Kampfsystem war ein bisschen beschissen. Das war hier besser mit Ausweichmöglichkeiten etc. etc. Bis natürlich auf nervige Viecher. Ja eben, man merkt schon, überall müssen im Prinzip aus allen 3 Risen-Spielen das Beste rauspicken von allen 3 und dann noch ein Risen 4 draus machen. Was alles Beste vorhanden, hättest du ein super Spiel. Das erste ist verrückt, ich meine, aus Risen 1 hatte man einen super Aspekt, haben Risen 2 verworfen, neu gemacht zum Testen. Dann Risen 3 hatte man einen guten Aspekt aus Risen 2 verworfen. Naja, trotz allem, wer ein Risen-Fan ist, also mich mal ein bisschen beschäftigen möchte, kann ich das Spiel durchaus zutrauen. Nicht nur zutrauen, sondern natürlich auch, würde ich es durchaus empfehlen. Man muss natürlich auf ein paar Dinge halt gefasst machen, die ich gerade erwähnt habe, von wegen, dass nicht ganz so logisch ist, nicht ganz durchdacht ist, alles Mögliche. Vielleicht hier und da noch ein paar Fragen offen bleiben. Wer weiß, vielleicht kommt das alles noch nach den Credits. Könnte ja sein, dass plötzlich irgendwie noch eine große Enthüllung kommt, Nicolo kehrt nochmal zurück und so. Aber ganz ehrlich, das war der Todestitan. Und der ist jetzt futsch. Ja, und jetzt? Jetzt kapiert keiner mehr, gibt keine Schattenwesen mehr, oder wie? Das ist ja fast schon ein bisschen schwer zum Vorstellen, wa? Wie dem auch sei, vielen Dank fürs Zusehen, hier bei Risen 3 Titan Lords. Oder bei einem anderen Teil auch noch Let's Playen soll, sprich Risen 1 und Risen 2, hängt auch von euch ab. Ich hatte es bereits bei mir mal installiert. Die aktuellsten Versionen und so, kann mittlerweile einen Bundle kaufen. Bock drauf hätte ich durchaus, wird aber sicher nicht jetzt kommen. Dazu war das Let's Play ja zu lange gedauert und auch die anderen beiden Teile sind ungefähr von der Länge etwa gleich umfassend, sprich, das wird natürlich auch wieder ein paar Wochen bis Monate dauern. Ich will momentan noch andere Projekte zocken, aber ist natürlich im Hinterkopf vorgemerkt und falls auch, wenn ihr jetzt in den Kommentaren schreibt, ja bitte macht das mal und so, oder soll es irgendwie mal vorschlagen, einen Trailer draus machen und so, kein Problem. Tja, ich kann ja nur hoffen für die Entwickler, natürlich auch für uns, dass ein 4. Teil noch kommen wird von Risen 4, weil, ja, ist eigentlich schon so, es wird immer ein bisschen angedeutet, wie es irgendwie weitergehen könnte, aber wie es wirklich so ist, wenn es alles kommen mag, da haben wir relativ wenig Ahnung. Wenn zum Beispiel die ganze Südsee von Schatten eigentlich befreit, können wir es meinen, der Todestitan ist futsch. Ja, und jetzt? Gehen wir wieder zurück in die alte Welt oder was? Oder kämpfen jetzt die restlichen Titanen noch? Wer wird sein? Wird es der Namenlose hier aus Risen 3 sein? Wird es der Namenlose Risen 1, Risen 2 sein? Wird es ein anderer Charakter sein? Wird Pet wieder vorkommen? Und so weiter. Und so fort. Das Entwicklerteam. Ja, in diesem Sinne, danke für das Spiel, liebes Entwicklerteam. Ganz gut gemacht, bis ein paar Details, die ich erwähnt habe, von wegen Vorgängen und so, aber naja, ist ja fast immer so, wa? Man kann ja immer kritisieren, aber man soll natürlich auch loben, was man geschafft hat. In diesem Sinne, ciao zusammen.